Neuer Paar, neues Glück. Willkommen zurück bei New Pokémon Snap. In der Ländli-Region wagen wir uns wieder einmal nach Belus. Was sollen wir sonst großartig machen? In den Dschungel mal gucken, was wir hier jetzt noch finden. Sei es tagsüber, sei es nachtsüber. Ich glaube schon eher Nacht war, damit wir da Level 2 erreichen. Und dann vermutlich weiter können, beziehungsweise neue Gebiete erforschen können. So. Ich bin gespannt, ob wir irgendetwas Neues noch entdecken, neue Pokémon halten, ein neues Phänomen vielleicht auch, wer weiß. Ja, danke schön. Arbok. Ariados. Ariados. Ariados? Okay. Das ist ein schönes Bild. Moment, irgendwo hier bist du das. Ja, komm, hatten wir schon mal. Würde ja mal interessieren, ob es hier echt mal irgendwie sowas einen geheimen Weg gäbe. Wo wir durchfahren können. Irgendwie schon das Gefühl, es müsste sowas mal noch geben hier. Eigentlich sollten wir irgendwie so einen schimmernden Kristall hier finden. War so einen, der leuchtet. Ich weiß gar nicht mehr, ob das nachts über war oder auch tagsüber. Das sieht doch schön aus. Kann man, glaube ich, so belassen. So. Okay, da ist den Katzen ja ein bisschen egal. Den Tu-Kanonen sowieso auch. Die Lydian sind auch voll entspannt. Die Kleinen hier schlafen auch, ist doch schön. Wo soll es hier irgendwie einen leuchtenden Kristall geben? Also ich weiß ja nicht. Ich sehe zwar viel, aber leuchten tut die relativ wenig. Also zumindest so, so Dinge, die irgendwie wie ein Kristall aussehen würden. Ja, ja. Da vorne höchstens. Oh, der war fix. Blum. So.
Das müsste doch jetzt hoffentlich reichen. Wir haben zwar da auch noch irgendwas, aber das zwar auch ein bisschen leuchtet, aber irgendwie wird es mir nicht so angezeigt. Leider. Ja, und das war die große Dschungelrundfahrt. So, ja, da hieß was irgendwie, soll Kristallblume irgendwie fotografieren. Hier, bitteschön. Cleopada, ja, kann man das mal nochmal machen. Was viel bringt, ich weiß nicht so richtig. So, haben wir hier noch etwas. Das war doch eigentlich ganz schön. Und natürlich das hier, diese 3-Sterne-Wertung, hatten wir uns das schon mal. Machen wir das hier. Die Dinger, okay, oder Jan Mega. Wir haben bereits, machen wir den hier noch mit dem Apfel drin. Perfekt. So, Professor, was sagen Sie? Na, das hatten wir schon fast. So. Und Ariados. Du, 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 du. Molot. Perfekt. Natürlich so ein Bild, wo man sie kaum sieht, ey. Die Bubungusse, Dingsbumse. So. Zufrieden, Professor. Ich möchte gerne die nächste, oder besser gesagt auf die nächste Insel gehen, wenn es Ihnen nichts ausmachen würde. Hm? Dschungel in der Nacht auf Stufe 2. Dankeschön. Und es gibt wieder mal einen neuen Filter, wa? Nö, ein Forschungstitel. Ah, cool. Übrigens, was zu berichten, darf's gespannt sein. Okay, er hat mal was zu erzählen, der gute Professor. Na dann. Lauschen wir seinen Worten. Gut gemacht, ich kann dank eurer Fotos genügend Daten sammeln. Außerdem möchte ich euch noch etwas zeigen. Oh, das ist doch die komische Kugel, die du entwickelt hast. Sie hat Pokémon und Kristallblumen zum Leuchten bringen, stimmt's? Genau, das ist eine Lumina-Kugel. Und diese blaue Lumina-Kugel funktioniert leider nur hier auf Floreo. Was? Wieso das denn? Ich wundere, dass sich die Energie je nach Insel leicht unterscheidet. So, jetzt möchte ich euch aber erstmal zeigen, welche neuen Erkenntnisse ich mit Hilfe eurer Daten gewinnen konnte. Schaut euch das mal an. Ja, die ist gelb. Da hat er gerade für den Pokéball schmeißen. Ah, wie schön. Das ist also dieses besondere Leuchten, das nur in der Lentil-Region auftritt. Wie ist es noch gleich? Lumina-Phänomen? Interessant, dass es sowohl bei Pokémon als auch bei Pflanzen auftritt. Mit diesen Kugeln kann man dafür sorgen, dass Pokémon und Kristallblumen vorübergehend illuminiert werden. Wenn das passiert, sollte genau auf Veränderungen des Pokémon und der Umgebung achten. Können bitte auch die wir Floreo haben? Natürlich. Wir sollen nochmal in den Naturpark zurückkehren, um dieses auszuprobieren. Oh nö, wir wollen in die nächste Region gehen. Oh Mann, oh. Och, Menno. Okay, also ich kann jetzt die genauso einsetzen wie blaue, gelbe, nochmal gelbe, Profilbilder halten. Ja, dankeschön. Also kann ich die vermutlich genauso einsetzen wie die Äpfel. Frage, weil eigentlich Lumina-mäßig bringt es eigentlich nur nachts etwas, wa? Ja, komm.
zweifle zwar, dass ich irgendwas übersehen habe am ersten Mal, aber wie gesagt, man weiß ja nie, wa? Da gibt es echt Pokémon, die sich nur dadurch anlocken lassen. Ah, hat gerade der Helfer, wo ist plötzlich hin? So, die pennen alle. Na gut, lächeln tut es zwar nicht, aber es hat trotzdem hoch erfreut. Sagen wir, was es ist. Gramox, 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 ja. Hat aber wohl nur kurz den Einfluss. Ich glaub das nicht, ein Scaraborn. Alter, fällt es einfach mal da aus den Bäumen. Wie krass. Da klappt es echt so, was? Okay, cool. So, während es so ein Geräusch von sich wollte das mal anlocken. Erwischen, dann haben wir nochmal einen Thai-Boss. Thai-Boss. Bist voll der Bossmann. Ein Tauboss. Was zum? Ist das plötzlich Scaraborn? Woher kommt die plötzlich? Hä? Wieso geht jetzt einen ganz neuen Weg? Ich meine, ich habe im Prinzip ja nichts dagegen. Ich finde es nur ein bisschen seltsam. Hä? Aber das ist irgendwie bewirkt, nur weil ich jetzt... Nee, oder? Oder doch? Was machen viele nachher da? Okay, ich bin überrascht und verwirrt. Scaraborn haut ab. Na, Pinsir, was geht ab? Hier, kriegst du einen Apfel als Belohnung. Ja, das wünschen sich viele Kumpel. So, aber wie gesagt, dass wir jetzt einen anderen Weg gegangen sind, ich frage mich, ob das wirklich nur daran lag, dass wir jetzt halt die Blume, also die Kristallblume da mit dieser Lumina-Essenz beträufelt haben. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber es wäre eigentlich noch ein cooler Gedanke dahinter. So, wir haben da vorne nochmal so ein Ding. Ich glaube, da bringt es nichts, weil die läuft eh schon. Ja, eben, da bringt nichts hier. Hä? Diese Schaltiere echt Blumen auf dem Ding? Im Rücken? Hä? Okay. Also, wäre natürlich cool, wenn es daran lag, weil wir wissen ja durch die erste Lumina, also durch die erste Kristallblume, die wir illuminisiert haben, dämliches Wort, ist plötzlich das erste Scaraborn aufgetaucht. Vielleicht hat es wirklich etwas damit zu tun.
Obwohl ich es eben ein bisschen seltsam finde oder fände, aber hey, was weiß nicht schon. So, dann mal ein Stufe 3 Bild hier. Also sogar Stufe 4. Hier freut sich einer. Nehmen das hier. Scarborn hat auch ein paar geile Dinger. Hier, mit der Lumina-Blume, okay. Hier. Oh, ich penne mal ein bisschen. Ein Felina, wieso ist das plötzlich hier? Ein Hoplo. Ja, war klar, dass schwächer ist. Ne, wir belassen es dabei. Das passt schon, aber das erste Stufe 3 Foto von Taubos. Pinsir Stufe 4 sogar. Lecco mio. So, Scarborn. Das erste Mal das Pokémon überhaupt gefunden. Komm, das muss viele Punkte gehen. Ne? Das sieht so geil aus. Ja, Mann, über 4000. Sehr geil. Svarones. Das erste Stufe 2 Bild. Ja, gut. Carpador. Ja, vor allem, weil es einfach pennt. Fertig. Ja. Passt ja auch, wa? Wieso braucht es mehr? Piccolente, ein bisschen größer auch, alles klar, Felinara, ja, es schläft zwar, man sieht es nicht richtig. Aber was soll ich machen? Auftrag erfüllt. Shelterra, Stufe 4. Das wäre echt so ein Viech, was Blumen drauf hat, das ist mir die ganze Zeit nie aufgefallen. Krass. Aber man kann sagen, was man will, aber schlecht bin ich eigentlich nicht. Wobei, ist natürlich die Frage, kann man hier überhaupt schlecht sein im Spiel? Klar, die perfekte Punktzahl zu kriegen, vielleicht sogar, keine Ahnung, was das sein könnte, 10.000 vielleicht oder so, da bin ich natürlich meilenweit davon entfernt. Das war gar nicht mein Ziel, es geht eher darum, dass ich irgendwie trotz allem immer ein bisschen was finde, Neues entdecke. Und ja, insofern klappt es doch ganz gut. So, was ich jetzt mal ganz kurz checken möchte gerne, ist der Fotodex. Ich glaube, wir haben alle Pokémon der Floreo-Insel aus der ersten Insel haben wir schon. Natürlich jetzt hier ein bisschen schwierig zu erkennen. Mein Sortieren können wir natürlich nach der Nummer. Bringt das viel? Yeah. Fraglich. Aber ich glaube... 4, 5, 6... Da nicht ganz die 8 fehlt. Shelterra 19, Carpador 20, okay. Brauche ich mir 3 Bilder davon, damit über den Pokédex-Eintrag erscheint? Tatsache, weil wir brauchen erst... Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich 3 Bilder brauche. Ja, steht okay, ich brauche also von 3 Stufen quasi. Welche Reihenfolge ist egal, ich brauche aber von allen 4 Stufen mindestens jeweils eines, damit ich einen Pokédex-Eintrag kriege. Ui, ja, das wird ja lustig. Okay, gut, man sieht doch, zum Teil fehlt hier noch... Das eine oder andere Pokémon wird noch fehlen. Ja, okay. Alter, vor allem hier der Sprung von 30 auf 41. Ui. Ja, gut, warte mal. Kann man hier in Karte irgendwas gucken? Jetzt die Pokémon, die ich bereits habe oder die noch kommen könnten? Wir haben es gleich. Eigentlich müssen die sein, die ich bereits so gefunden habe, weil alles andere macht keinen Sinn. Naja.
die halt andere Wege irgendwie genommen haben. Ja, ja, okay. Durchaus interessant. Ja gut, ist halt die Frage, wa? Wie geht es jetzt für uns weiter? Ich meine, haben wir noch irgendwie eine besondere Mission, die ich erst erfüllen muss, oder? Weil ich meine, tagsüber den Lumina-Effekt produzieren, ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt, ob das viel bringt. Pflege der Blumenwiese. Als ob es die Kraft der Natur aufnehmen würde. Also die Frage, ist das ein wichtiger Auftrag oder ist es einfach nur so, ja, wenn du mal Bock hast, hey, könntest du vielleicht mal das und das machen? Nee, ich bin noch hier. Okay, dann würde ich mal sagen, versuchen wir es nochmal. Jetzt haben wir eine Nacht gemacht. Ich glaube, Lumination selbst bringt nicht viel. Das Level ändern. Okay, was bringt das? Gehen wir mal tagsüber rein. Und guck mir vor allem mal das Flawless noch an. Dass er dem Professor doch so wichtig war. Auf alle Fälle schon ein bisschen anders aus. Jetzt doch irgendwas verändert. Krass. Hä? Ich hab's gar nicht gesehen. Super. Der pickt das Teil so schnell auf, da kannst du gar nicht nachgucken. Was ist los? Ah! Den hatten wir nicht dabei. Genau. Okay, das macht natürlich jetzt mehr Sinn. Genau, vielleicht nochmal eins, aber jetzt habe ich auch schon eins. Das ist jetzt hier was... Oh. Lumina-Effekt am Tage. Interessant. Das Carpador da. Ich frage mich mal, ob es, wenn es irgendwie abschießt, ob es dann zum Garados entwickelt. Ich weiß gar nicht mehr, ob das bei Pokémon Snap, also auf dem, ja, sag ich mal, Original auf dem 64, ob das so war. Irgendwie sowas in Erinnerung. Das wird totaler Bullshit sein. Die beiden schon wieder. Also eben, mir geht es vor allem darum, Freunde, dass wir jedes Pokémon irgendwie kriegen. So mögt das jedes Pokémon. Ja, was ist? Okay. Alter! Komm gar nicht hinterher. So ein scheiß Carpador da. Okay, entwickelt hat sich's nicht, aber es war ein cooler Effekt. Ne, Moment. Egal. Zumindest ein neues Pokémon hier entdeckt. Ja, ist doch nicht schlecht. Schwalbini. Alles klar.
Merk schon. Komm, dann dreh dich um. Okay. Ja, nur ob es das war, was der Professor sehen wollte, da bin ich jetzt nicht so sicher, ganz ehrlich. Aber ey, Hauptsache was geknipst. Hauptsache ein bisschen gesnappt. Wie gut es genau war, das werden wir jetzt erleben. Das fand ich jetzt eigentlich doch relativ cool. Viele von Emunga sowieso. Dann natürlich ganz geil. Die mit ein bisschen Lumina-Eminenz oder Essenz. Oh, ist das süß. Ja, komm. Mal das hier. Tongolos. Ich wollte sagen, war irgendwie Neues. War das andere hatte irgendwie. Das ist schon die Farbe, hä? Wenn ihr jetzt irgendwie farbenblind oder so. Aber nee, passt schon. Einfach ein gelbes, sag jetzt mal. Das passt doch, Mann. So, jetzt hier aber schön großes Carpador. Carpador. Jo, gucken wir doch mal. Bisofunk. Alter, die Größe von dem Vier natürlich jetzt geil. Dankeschön. Ja, natürlich das hier. Gesnappt. Oder eigentlich geklebt, aber ja. Getouched könnte man auch fast sagen. Obwohl, eigentlich egal. So, wir bleiben dabei. Emolga. Komm schon, das muss jetzt aber Punkte geben mit dem Lumina-Effekt. Also, das ist eins meiner besten Fotos bis jetzt. Also, finde ich zumindest. Sieht echt geil aus. Gut, ja, natürlich der Effekt. Beziehungsweise, dass nicht mehr Pokémon drauf hat. Nice, so Timing. Svaronessa. Ja, sehr, sehr besser. Hier ist natürlich größer, aber... Ah, komm, ich finde es besser. Also nicht warum. Carpador. Alter! Die Punkte. Gut, weiter Pokémon war eher ein bisschen schwach, aber... Ansonsten, geiles Foto. Geiles Foto von einem geilen Carpador. Das war auch besser. So. So, das wollte er eigentlich sehen. Das war ja seine Aufgabe an uns. Tja. Jetzt eben die Frage, was genau soll uns machen? Soll jetzt irgendwie mit dem Lumina, also wenn da sowieso Lumina-Punkte unterwegs sind, wir wissen ja, Megani und irgendwie ein Evoli ist da unterwegs, soll ich dann nochmal rein? Aber bringt ja eigentlich nichts, wenn die Blumen bereits leuchten, wozu soll ich denn da Lumina-Balls draufschmeißen? Offenbar geht es genau darum. Ja, haben wir jetzt gerade gemacht. Was echt so, ich komme noch nicht weiter. Kann ich mal bei Bilus nochmal reingehen? Komm, wir machen es heute so, Freunde, ich werde jetzt nochmal die Lumina-Zone machen. Danach dürfte die Folge mal zu Ende sein für heute, weil Lumina-Zone selber geht relativ schnell. Aber damit wir es mal gesehen haben, was da jetzt überhaupt alles noch möglich wäre, was vielleicht neu wäre, vielleicht auch nicht. Dann nächste Folge gehen wir nochmal auf die zweite Insel, sprich auf den Dschungel. Und hoffen, dass dann nachher bald schon mal ja, weitergeht, weil sonst was noch sein könnte. Was man einzig vorstellen könnte, ist halt, dass irgendwie... So geht das. Aus Pokémon schmeißen wir nach einem Lumina-Effekt raus, oder was?
So, jetzt noch ein bisschen größer ist. Du, das ist weg. Okay, hätten wir somit dann nochmal ein besseres Foto für Evolieren. Sonst haben wir hier keine Pokémon mehr. Okay, viel bringt jetzt auch nicht. Hallo. Na, was geht? Wo jetzt? Ja, das Megani sehe ich auch. Dankeschön, Spiel. Oh, geil. Muss vielleicht auch irgendwie den Weg erleuchten? Das könnte vielleicht auch irgendwas sein. Obwohl. Muss ich ja nicht vorstellen. Ja, ich weiß, eben, das ist das Problem. Ich weiß nicht genau, was es sonst hier groß machen soll. Ich kann Fotos schießen, ich kann scannen, ich kann Pokémon mit Äpfel abwerfen. Statt mit Pokébällen auch mit Äpfel. Ja, da gehen sie auch rein, wer weiß. Mit dem Lumina-Effekt beschießen. Ja, sonst echt nichts. Ja, ich will deine Fotos sehen. Ja, das kann ich verstehen, Kumpel. Aber ich würde sagen, erst wieder nächste Folge. Zurück bei New Pokémon Snap. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Dann wird der Professor unsere Bilder bewerten. Und ja, ob sowas ändern wird. Ich bezweifle es ein wenig, aber lass mich überraschen. Bis dahin. Bye, bye.